Amen. Dat jij schijnt dat dit part van de familie zijn en alle ook kan was door aan de God komen. Ik dacht niet about nog aan de early denk als wat ik wil leiden wat we worden denken en wat we worden leren en deze tijd dat God is voor ons. God is niet tegen ons, maar God is voor ons. En wanneer we dort immer klar haben uns dat God für uns ist und er nicht gegen uns ist, dann wir merken wir Unterschied in unserem Leben, wo wir Dinge tun und wo wir wollen wohnen in unserem Leben. So, ich kann uns ein bisschen einmal sagen, dass Gott ist für manchmal glauben wir, Gott ist wie auf, Gott darf nicht im Rahmen mit uns, wir fallen uns vergeben, wir fallen uns das von denen nicht an uns denken, aber Gott sagt, in seinem Wort, er sagt, heute jeder Tag ganz dicht bei uns und er wird uns never verloren. Und wenn wir dort wollten dann, wenn wir dort anfangen zu glauben, und wir nebenbei anfangen zu leben, dann irgendwo wie ganz anders mit, wenn wir Probleme in unserem Leben haben, wo wir anders mit dir. Denn wir wollten Gott als Kreis tun, erst tun, kann man es Haus, erst kann man es nicht tun, und du sagst, so ja dankbar für Gott du hast. Und first, wo wir viel haben, nur gekickt, in Jakobus Kapitel 4, sagt, das ist das. Feuer Vers 8, dann sage ich, nur Gott, und er wird dich bekommen. Und andere, wir beim Bibeln einen Stock Kehrweich nehmen, er wird uns kommen, er ist nur, und er sagt, ich will dich begehen sein, ich will begehen sein, und er sagt, ich will nur an ihn kommen. Ein anderer Vers, wo wir nun kicken, da in Johannes Kapitel 3, dort ist ein Vers, wo mir viel wert ist, das heißt, es steht, wenn Gott schickt ihn, sehen nicht an diese Welt, um die Welt zu erreichen, oder die können euch angeraten werden. So für mich sagt das bloß noch einmal, dass Gott ist von unserer Seite. Gott ist hier, er kommt uns raten, er kommt uns helfen, er kommt wir uns an. Wenn wir die Bibel auch durchlesen, wenn wir beim Kicken, Gott sagt immer, bereits sind sie gekommen, ich will ihnen fremd sein, ich will sie helfen, ich will sie segnen. Er sagt, von die Dinge fehlen und fragen mich, ich will ihnen geben. Und hier sagt er, wenn Gott schenkt ihnen sehen, nicht auf das Erde, kann man es verloren. Weil die viele even Christen gehen durch das Leben durch und haben Angst, sie lügen bloß, sie haben den Eindruck von Gott, ob Gott wird auf einmal nicht verdorben, aber Gott wird gegen ihn sagen, Gott lügt, was sie wollen einen Fehler merken, und dann wollte sie im Bau durchlehnen, und ja, Gott überraschen. Das ist nicht der Gott, als Gott sagt, ich glaube die, ich bete die, und er wird uns never verloren. Und wenn ich das sage, dann immer sage ich, dass wir können in unserem Leben, und du nicht von Gott aus Sinn, aber Gott läuft in Sinn, Gott läuft jeder an der Gast. Ferien sind noch kicken, wie wieder genommen, wir kicken und wir losen uns im Vers, Gott, wir fingen Jesaja Kapitel 40, verstehen, und wir kicken ein bisschen, wo Gott versprochen hat, einmal bei uns zu sein. Und ich will den Vers bloß lesen, wenn die in der Bibel haben, das heißt es dort in Jesaja Kapitel 41 verstehen und sage ich, ängst die nicht, wenn ich sein Mächtig, fürcht die nicht, wenn ich sie den Gott. Ich will die stark machen und ich will die helfen. Und mit meiner gereichte Hand will ich die Hand bewahren. Und das ist bloß der Gott, wo wir wollen nicht die sein. Der Gott, der nur für uns ist und nicht gegen uns. Und so das ist, was ich ganz will machen, und wir wollen das Leben, und wir wollen, wo immer wir gehen, und das wird von uns sein, das Lied, was uns von kann, wir wollen sagen, dass das in Gott wird noch, und Gott ist von Leuten, und Gott der Feind ist, und Gott der nur entsegnen wird. Und das ist, warum wir können kommen, Sonntag, und wir können Gott anbeten, und wir heben unsere Hände, und wir sind um das Geld. Das ist, warum wir können durch den Weg gehen, und wir können unsere Probleme besiegen, und wir können an der Zeit, wo wir sind, das für Gott sein, und am Anbeten, und am Loben, und am Preisen, wo wir wollen, dass Gott es tut. Und Römer sagt, Gott kann uns nicht schäden von Gott in der Leib. Und die Bibel sagt, du hast nicht das Übel, nicht das Lehe, nicht die Zukunft, nicht die Vergangenheit, du hast nichts, was uns kann schäden von Gott in der Leib. Und das ist der Gott in die Leib. Und das ist der Gott, wo wir wollen, und wo wir jeder Tag nur kommen und wir an sein. Wir sehen uns auch dort, es ist kein schöneres Leben in dieser Ehe, als wenn wir dich wie Gott sind. Und da will ich dir etwas frisch sagen. Wenn du wirst ein glückliches, schönes Leben haben auf dieser Ehe, dann versucht sie dich wie Gott zu sein als möglich. Sehen sie in die Gegend, wo sie in der Präsenz ist,
in seine Präsenz als Kreis du bist. Wenn du was anlust, wenn du was mit Gott kommen, du was bauen wie an sein, der ist Kreis du. Wir brauchen nicht nur in die Gewässer steht vor. Und ich denke an, heuer 3 Jahre Gelegenheit geführt, für eine Konferenz, dus een goede boy, waar je die knop kruipt, bij de wal zich Gott in de Läufe, in de Welt, en op Gott wordt nog aankomt, en waar Gott sagt, krijgt es wie zijn, die kan voor hem komen, hij is nu, hij is ons goed, en hij läuft ons, en hij wil was aan, en die zal niet die al zijn. So, ik zou zeggen, gezegd, dat we kan dus dit opkomen, en dat we kan hier zijn, en dat Gott was zo goed als ons. Van deel wel, weil wir das alle Dinge kennen in unserem Leben, wir haben alle Dinge, die uns entgegenkommen, die uns weichholen von Gott. Und andere wird, wenn wir die Geschichte lesen von David und Goliath. Goliath hat wieder ein Ries, wird über natürlich sein, hat wieder ein Ries. Und David wird ein junger Jugend. Und er ging ihnen entgegen, aber er wird an einen Stich, wie er auch der Volk Israel hat einen Ries. Vorher wird ein 300 Leute, die sie nicht können, so ein Leben haben, was sie wollen. Und alle von uns kämpfen mit Dingen. Alle von uns, wir haben Riesen in unserem Leben, die uns da und drei halten. Wir haben uns drei, dort vielleicht nicht, dass wir wollen so viel an Gott sein, gut sein, als was wir sollen sein. Oder dass wir wollen so viel beten, als was wir sollen. Oder dass wir wollen jeder Sender vielleicht nicht schweigen, sondern wir wollen einen Weg nehmen, kann man andere Tag sein. Das sind Dinge, die wir wollen in unser Leben kommen, in uns drei halten, wo wir wegen Johannes einmal war ich sage, in Johannes Kapitel 10 verstehen, so tun es zu kommen, kann man es wahrnehmen. Er will nicht haben, wo Jesus gesagt hat, heißt, sie kommt, man das Leben geben und Leben verlassen. Du willst so tun, und er wird alle Dinge am Wahrnehmen bringen, was er kann, damit wir nicht sollen in gesegnet Leben haben. Und dass wir nicht sollen dich beankommen. So, wenn ihr in der Bibel da haben, an 1. Samuel Kapitel 17, ich werde ein paar Vers lesen. Wir lesen von 32 durch 40, die Geschichte ist viel länger. Ich will haben, wenn wir können, wenn wir tun, unser ganzes Kapitel lesen, und ja, von so ein besseres Anbild, was hier umgehen wird. Aber das heißt, es steht in Vers 32, 1. Samuel 17, Vers 32, und das sagt, und David sagte soll, keiner soll für diesen Verlust ängsten, ich will gehen mit den Kämpfen. Und soll sehen, nee, du kannst nicht mit diesen Verlust kriegen, du bist moe und jung, und das ist ein Mann von jung an Krieg gelehrt. Das ist ein Mann, der von jung an auf Krieg gelehrt. Aber David sagte soll, als ich meine Fuhrer seine Schub heiden deut, kam du han, war ein Leib oder ein Bohr in ein Lamm zu nehmen. Dann ging ich den heran, kiel die dort und brach mein Lamm trei, und wenn dort Tier sich gegen mich wehren deut, dann nahm ich den beim Holz und schlag dem dort. Ich habe beides Lebens im Bohren dort gemerkt, und mit diesen unbeschnittenen Verlusten, wo ich krieg so down, wegen der Armee von Gott, von dem lebenden Gott getrotzt habe. Der Herr hat mich von den Leben, von den Kleven von dem Leben, von den Kleven vom Bohr gerat, und heute wird mich von diesen Verlusten in den Kleven raten. Und so sagte David, go und möchte der Herr mit dir sein. Dann soll sein Schützgeschirr auf und jäuf David dort, heute jäuf an seine Brust Soldatenhaut und sein Soldatenkleid. Und David trug sein Schwert über die Kleider, aber als er versucht zu gehen, passt dort ganz nicht, wenn er dort gar nicht gewarnt wird. Und David sagt, ich kann nicht an das gehen, wenn dort nicht gewarnt sie. Und dann nahm er sich dort auf. Und dann Vers 40 sagt, dann nahm David sein Stock in der Hand und los sich 5 glatte Steine ab und die Glad, er spaut sich die Steine in seine Handtasche und mit seiner Schleuder an der Hand ging er dem Philister entgegen. Hier wollen wir diese Geschichte kicken und ich will bloß ein klein bisschen gehen. Ich will Ihnen bloß mitteilen, was hier angehen wird. Ich hoffe, wir kennen die alle, aber mir ist die wichtig geworden, die Philister, die wären gegen das Volk Israel. Und das Volk Israel hat ein großes
Problem, wenn die Philister werden gehen. Und ein Tag werden sie sich einig, sie werden raufgehen, sie werden gehen und in Krieg anfangen. Sie werden gehen und kriegen, wenn sie will nicht mehr, dass die Philister entbodern sollen. Und den Tag, wenn sie sich treffen, dann, die Bibel sagt dann, die Philister sind an einer Konvoi, die Israeliten an andere Konvoi in der Schlucht hier so waschen. Und wenn sie da so top kommen, dann den ersten Tag, ich würde gleich dort sein, und kijken waar dat loten, dat waren de duizenden mannen, en eine sieht stehen, der andere sieht. En de leren bloos bad, einer wordt over den Streck gaan en dan wordt het losgaan. Want het volk Israël, ze hadden een groot probleem. Wenn de Philister, dat weer een sterk volk, ze wisten wat te krijgen, en dat die willen zich niet over te gaan. De oorzaak waarom ze niet willen over te gaan, dat weer, wenn aan de Philister weer een grote man. De Bibel zegt dan, een grote man wordt door een ries weer. Hij kwam jeder dag uit, van de eerste dag aan kwam hij uit, en hij schreef de Philister entgegen, en hij zei, de volk Israël entgegen, hij zei, schickt mij een man uit, dat je mij wordt krijgen. En wenn sie am Hirn deuten, wenn sie am Sein deuten, kriegen sie Angst, sagt die Bibel uns. Und ich dachte immer nur, was sind die Riesen an dein Leben oder an mein Leben, was uns holen von Kämpfen, was uns holen, dass wir wollen wieder gehen oder wir können wieder gehen im Leben. Und ein Ding, was ich dachte, was an mein Leben und was ich sage, was ich glaube, wat een grote ganzen wat ons zeer terughouden, en dat is Angst. Weet je, wenn wir Angst haben, dann wollen wir nicht wirklich gebruikt werden von Gott, dass Gott uns brücken will. Wenn wir Angst haben, dann wollen wir nicht so beschädigen an Dinge, als was wir können beschädigen. Wenn wir wollen uns nicht über zu gehen, wir wollen uns nicht verweicht zu gehen, wegen einer Angst. Und viele von uns, wir kämpfen mit Angst. Wir haben Angst, was wird es tun? Wo wird es sein? Wir haben Angst, uns ganz an Gott seine Hände zu geben, oder ganz an Gott seinen Willen zu geben, wenn wir haben Angst, loszulassen. Wir haben Angst, dass wir auf einmal wo wenig mal den Kontrolle haben in unserem Leben, aber nu, dass wir wollen Gott sein, dass er kann mein ganzes Leben an Kontrolle haben, er kann tun mit mir, was er will, ich will gehorsam sein, ich will gehen, wo er will. Wir haben Angst, dann sagen wir, ja Gott, ich will die folgen, ich will mit dir gehen, ich will all diese Dinge, aber, und dann fangen wir an ab zu sagen, all wegen diese Dinge will ich nicht, wegen wir haben Angst. Viele von uns haben Angst, sich an Gott Hand zu geben, wegen wir haben den Eindruck gekriegt, das erste Ding, was Gott wird tun, wenn ich nur Gott komme und sagen, Gott, weißt du was, ich will dich bei dir sein, ich will an deinem Willen sein, brauch mich, schenk mich, was immer du was haben, was ich soll tun, das will ich tun, dann glaube ich, das erste Ding, was wir uns nach Afrika schenken, wir sollen Missionaren sein. Und dann dort fähren, wo wir Angst haben, dann fangen wir an abzubauen. Und ich will von dir bloß sagen, habe nicht Angst. Wenn wir Angst haben, da kann uns solche holen in unserem Leben. Wir wollen nicht die Dinge beschreiben, was wir können. Hier in dieser Geschichte fing wir, wenn das Philister rückkommt, und er spart das Volk Israel, er spart jenen, und er sagt, schaut mir wem, und der Krieg geht an. Der erste Tag, er kämpft ut, und die Bibel sagt uns, dass wir ein sehr großer Mann, der wird über 3 Meter hoch, und ich weiß nicht, wo breit er wird gewesen, aber wenn wir kicken dann, die Dinge, die er anhat, er wird ein starker Mann. Wenn wir fleischlich, menschlich würden denken, dann hat wir sollt Angst haben für den, und dann würden wir nicht an wollen gehen. Aber er kam den ersten Tag raus, er spart das Volk Israel, und er sagt, wer sie muss sein, und sie kriegen Angst, und keiner weiß sich, über zu gehen. Der zweite Tag, ich kann brüten, heute das Salz, und das steht ja dort an für 40 Tage. Kostet die Vorstellung, 40 Tage an Angst leben. Weil das war das Volk Israel hier dort. Das Volk Israel hat, die wollen sich nicht überzugehen, alle Männer, die gelehrt haben, zu kriegen, keiner will sich diesen Mann entgegenzugehen. Und was ich bloß wollte sagen, das ist, wenn wir Angst haben, dann einmal sind die Riesen so groß, dass wir uns nicht zu gehen. Wir wollen nicht ans Pferdeweich zu gehen. Und wenn David kommt,
En dat wordt die ganze Geschichte veranderen. Dat 40 jaar is dit passiert. En ik stel me voor de 41ste dag, dan komt David te gaan en hij komt te gaan en hij hoort wat passieren dat. Hij hoort deze grote, grove stem wat het volk Israël spotten dat en beëren God. En hij vraagt, wer is das man wat er zo staat reden wordt? Wat is dat plus? Waarom sta je hier? En ik weet niet wat hij zo staat, wanneer we kijken dan David terug van zijn broeder weer hem kreeg, dat er al 40 jaar niet teruggekomen werden. Ik glaube, die werden thuis alle wunderten, wo sind die gebleven. Aber wenn David bei dir kommt, das erste Wort er sagt, und er sagt, hat nicht Angst. Und das ist, was ich von der Welt sagen, was immer dir entgegenkommt, was immer dein Ries in dein Leben ist, hat nicht Angst, du kannst den gewinnen. Aber solange wir uns von Angst regieren, dann wird das nicht schaffen. Weil die Angst will uns regieren, Angst will sein, geh nicht fern, geh nicht nur an Gott. Aber wenn wir wollen, dort überkommen, wir wollen Angst, unser Angst nehmen, wir wollen nicht angstlos in unserem Leben regieren, dann wollen wir fern gehen. Und ich dachte, was sind Dinge, für was wir Angst haben, nicht bloß, wenn ich denke, nur an Gott kommen. Wir haben Angst für was morgen passieren. Wir haben Angst, was passieren mit meiner Arbeit. Oder wir haben Angst, was passieren mit meiner Familie. Oder ich habe Angst, was passieren mit mir selbst. Und es sind so viele Dinge, wo wir in Angst leben, dann, wo ich glaube, dass der Zeit ist, dass wir nicht nur in Angst regieren in unserem Leben, aber dass wir wollen Gott sein, dass du hast Kontrolle in meinem Leben und du kannst nachkommen, du kannst doen met mij wat u was. En ik geef me die bloß ganz hand en ik wil geloven. En ik geloof dat die woord zegt dat u best voor mij. En dan brauche ik niet in Angst leven. Dan kan ik de dingen waar ik Angst voor gehad heb, überwinden. Dan kan ik de dingen doen, voor wat God mij beroepen heeft. Weet je, God heeft een open plan voor je leven. Maar vele Mal hebben we Angst, den eersten stap te nemen. We hebben Angst te gaan, wegen we weten niet wat het wordt doen. En ik wil te die bloß zeggen, ha nicht Angst. Wenn David bei dir kommt, hij zegt tot het volk, hij zegt, ha nicht Angst. En hij zegt, ik wil hangehen en ik wil deze Ries bekämpfen. Weet je, ik wil glaube ik geen Angst dat je krijgt, wenn een junger Mann, een jonge Jugend dort sein, wat wil hangehen gehen en kriegen, wat du von Jugend auf een Kriegsmann wird. Aber hij zegt, hij deelt met wat hij een leven beleefd heeft. En hier zijn een paar dingen waar ik dacht, waar we kunnen Angst überkommen. Wenn er Situationen in unserem Leben ankommen, wo wir uns Angst merken, dann denk an 3. Viele von uns, wir brauchen bloß 3 denken, 2 oder 3 Tage oder 2 Wochen. Dann sagen wir, wo Gott an der Situation, wo wir sind, wo er da raufkommt und er hält uns durch. Und dann werden wir uns frisch denken, haben wir trotz was David hat. David dachte 3 und er sagt, was kann gefährlicher sein? Das Mann, der Gott lastern hat, oder der Leibste, mit dem ich gekämpft habe. Er sagt, wenn Gott mir raten kann von der Leibsten von den Born, dann kann er mir definitiv raten von des Mann. Dann brauchen wir hier nicht an Angst tun. Und hier ist der Unterschied. Vielmal, wenn einer von uns wird abstehen, wir wollen Beruf sein, wir wollen gegen die Riesen gehen, wir wollen die Dom nehmen, dann kann der ganze Lohn verändert werden, wenn wir den Schritt genommen haben, durch Hand zu gehen. David geht durch Hand. Und wenn es heute ist ein Ries, du dich dann nur an kommen, der nimmt sich den Schleier, nimmt sich den Hordenstock und er geht ihn entgegen. Das ist ein sehr wichtiges Ding. Wenn du und ich einen Riesen in unserem Leben überkommen, dann können wir nicht wegrennen von dir. Weil wir wegrennen, das ist ein Ding, wo wir fertig brauchen, dann sagen wir, nur eine Zeit wird das besser werden, nur eine Zeit wird das leichter werden. No, wenn wir Trouble haben im Leben, wir müssen dir entgegengehen, damit wir die gewinnen können. David, er nimmt die Dinge, die er brauchen, und dann sagt die Bibel uns, und er ging den Ries entgegen. Und wenn ich bekomme, dann habe ich die Konversation, was David und das Ries haben. Der Ries sagt, wer bist du? Wer glaubst du, dass ich sein, dass du bist gekommen mit einem Stock, geweicht zu jagen? Der Ries sagt, glaubst du, ich sein, bloß ein Hund, wo ich was grün komme. Und David, und der Ries sagt, weißt du was, von der, wo ich die Dort merken, no, sagt David, wach im Bett. Du kommst gegen mich oder du kommst gegen Gott sein Volk mit Schwert und mit Spitz, mit was immer noch, aber ich komme an dir in den Namen von Gott. Und das ist der einzige und der beste Weg, wo du und ich können, wenn noch Probleme in unserem Leben sind, wo wir die können überwinden, im Namen von Gott. Dass wir an Gott sein Namen kommen. Und David kam hier nicht und sagt, weil ich habe gut gelernt, mit meinem Schleier zu schleudern, aber was immer noch. Und er sagt, ich komme hier im Namen von Gott und er spricht Victoria über die Situation, wo er bauen wird. Der Ries wird von einem Krieg so groß, als was er für das ewige Volk Israel wird. Aber er weiß,
den Gott, was er dein dort, und er wird ihn kann gewinnen. Und wenn er den kämpfen dort, er sagt, von der wird Gott sich bewiesen. Und ich will nicht bloß die dort merken, aber wir wollen all jüng, die wollen ranmachen. Und dort das Volk wird sein, dort du essen Gott, der alles in Kontrolle hat. Und ich will dir bloß sagen, der Gott, der allmächtig ist, der von denen sieht, und das Problem, was du hast in deinem Leben, das ist für ihn sehr klein. Er kann die gut halten. Ich denke an die Geschichte von, wenn das Volk Israel an Kanaan wollen gehen, das erste Mal, wenn sie gehen deuten, dann kommen sie drei, und 10 von den 12, die gehen, sind sagen, wie kann ich gehen, wenn du sind Riesen? So viel Mal wollen Riesen uns von den Seen holen, und so tun wir nicht haben, wir sollen dich bei Gott kommen. Das ist, warum er immer wahrer und wahrer wird proben, Dinge in dein Leben anzustellen, dass du nicht sollst, dich bei Gott kommen, wenn er weit, von dir wirst dich bei ihm sein, wo ihr sehend und wo gleichlich die wirst sein. So lut nicht, dass die Riesen wollen die wollen holen in dein Leben. Du kannst die gewinnen. Lut mir die Frau, wenn David mit den Ries gekämpft hat, er schlägt den Stein und der Ries fällt durch. Wie der Ries danach? Der wird noch auf ihr. Aber was der Unterschied ist, wenn wir sein, wo hoch die sind, dann haben wir manchmal Angst. Aber wenn es da wird, die Dinge, die in uns kommen leben, die können wir brauchen, damit wir wollen Pinja wassen in unserem Leben, dass wir das abkriegen. Wenn es heute hängen, dann wird der Ries nehmen, was hier schon hoch. Aber wenn es heute was durch wird, dann wird er bloß nehmen, was hier schon lang. Dann kann er gut überkriegen. Kann den Unterschied sein, er bekämpft den Ries. Vielleicht dann sagen wir, was weiter er kann, aber wenn wir wollen gehen, im Namen von Gott, und wir wollen gehen, und wir wollen ihn besiegen, wir wollen dann können wir überkriegen, und wir können Victoria haben. Das ist so wichtig, dass wir daran denken, dass du und ich kann ein Leben haben, was du ein Leben hast, was du gewinnen wirst. Und allein das können wir tun, wenn wir wollen nur Gott kommen. Wir wollen uns Hand geben und wir wollen die Dinge, die in uns kommen, und wir wollen besiegen, und wir wollen die bekämpfen, und wir nicht wollen looten, über uns kommen. Noch ein Ding, was uns vielmal will in unserem Leben, was uns ein großer Ries schien zu sein, und das ist, dass wir nicht vergeben. Wir haben so ein großer Trouble, wenn andere uns was haben getan, mit Reich oder Unreich, dann können wir ihn nicht vergeben. Und das ist ein großer Ries, was wir müssen besiegen, was wir müssen, was du kommst, dass wir wollen sein, dass ich will nur an Gott kommen. Ich will mehr als Jesus sein. Ich will vergeben. Und viel mal in meinem Leben, und ich sage in dein Leben, dann kämpfen wir damit, wir sagen, ich kann das nicht tun. Wo kann ich das tun? Wegen, du weißt nicht, was er mir getan hat. Und dann will ich dir bloß denken haben, wenn Jesus hat das hier getan, was habe ich am alles euch getan? Und er sagt, ich will mein Leben geben für diese, dass du leben kannst. Und das ist mein Verlangen, mein Gebet, dass wir wollen vergeben. Dass wir wollen nicht dort reinhauen. Weil ja, wenn wir nicht vergeben, dann sind wir eine große Gefahr, dass die andere Person uns Leben wird kontrollieren. Wenn du nicht vergeben hast, dann wird die Person, die du nicht vergeben hast, dein Leben kontrollieren. Wenn mir sagt, er wirst nicht du sein, wo du ist. Wenn du sagst, dass du ist, dann wirst du nicht anfangen. Aber ich kenne die Geschichte, das Weg. Das ein Mann starb in dieser Familie. Und du sind die 2 Brüder, die sich nicht vergeben können. Einer sagt, wenn mein Bruder im Himmel ist, dann will ich du nicht sein. Und wenn es so Begräbnis wird, einer führt für Vacation, der andere führt für Begräbnis. Wenn der eine kontrolliert den anderen sein Leben. Und da kann sein Wahrheit sein an uns, dass wenn wir nicht vergeben, dann wird dort uns holen, dass wir nur Gott kommen können. Ich will dir von dir bloß sagen, wenn du im Neuen Testament lesen das, da werden so viele Dinge, die die Jünger begegnen deuten. Ich denke an die Geschichte und die Situation, wenn sie ihre Mutter fahren deuten. Die ganze Mutter wird gehen und sie dachten bloß, es wäre das Letzte. Aber auf einmal fallen die Bild, sie hatten Jesus am Boot. Und sie gingen zu Jesus und sie sagten, Jesus,
Kijk mal, wie windig dat is. Kijk mal, wat we niet wieder kennen. Jesus steht op en hij zegt, Wind, leid die dood. Want jeder Problem, wat in dein Leben ist nicht ein Problem für Jesus. Er kann den Wind still machen und du wirst glücklich und sicher über vorne oder andere Seite. Ich will sluiten mit dit en ik wil die bloß denken houden. Waar meer als Jesus ist. Komm nur an den Arm. Wenn du wirst nur an den Arm kommen, dann sagt die Bibel uns, er wird nur an dich kommen. Du hast nur scheiner in diese Ehe, als wenn wir können Hand in Hand mit Jesus gehen. Wenn wir können in seine Gegenwart gehen. Ich las von der Samaris, wenn Moses mit Gott reden, dann kam die Gegenwart drauf. In Jesua, dat wir im Mann, wo du dann gleich geblieben beim Tempel in der Gegenwart. Er will nicht weichgehen. Geh nicht weich von Jesus. Wenn du wirst nur an ihn kommen, er wird nur an dich kommen. Ich will bloß noch einmal denken haben. Die Bibel ganz durch, die sagt, Jesus Christus ist für dich. Er wird dich bestehen, er läuft dich, er wird dich halten, er wird dich niemals verloren. Du hast keine Krankheit zu krank für dich, du hast keine Weide zu groß für ihn, was er nicht heilen kann. Du hast kein du hast kein Business, was er zu weit entfernt wird, was er nicht abrechnen kann. Du hast keine Familie, was er zu weit weich ist, was er nicht bringen kann. Aber du hast kein Ding, was Jesus sagt, das kann ich nicht tun. Er kann alles tun. Und er ist von dir hier und er sagt, komm nur an mich. Und er will sich beweisen, er will dir wiesen, wo Life ist und wo Gott, das ist an seine Gegenwart. Wer will nicht weich ran von ihm? Ich will schließen mit dir. Ich habe eine Frau für dich. Wo bist du mit Jesus von dir? Bist du dich bei ihm? Wenn du bist, preis dem Herrn. Wenn du nicht bist, dann ist für deine Gelegenheit. Dann darf Jesus dir die Gelegenheit und er sagt, komm zu mir. Weil Jesus sagt, mit all unseren Lasten, alle Dinge, die uns bedrängen, soll wir noch ankommen. Denn er sagt, sein Joch ist leicht in seine Last, er wird uns erquicken, er wird uns abheben. Er wird uns frisch Mut geben. Er wird uns frisch Kraft geben. Komm nach Jesus. Wenn du bist, du sagst, dass du wirst nur an den Arm kommen, ich will bloß beten für dich und ich freue, dass du wirst beten für dich selbst. Und du wirst bloß sagen, Gott, von dir komme ich nur an dich. Und ich merke von dir die Entscheidung, dass ich will dich bei dir sein. Ich will mehr so sein, als du bist, Jesus. Ich will haben, dass du sollst mich brauchen. Und ich will von nu wieder ein Leben wandeln. Ich will von nu wieder vergeben. Ich will bloß so sein, als du bist, Jesus. Warum wollen wir nicht abstehen als Kirche? Und wir bloß beten. Und wenn du die Person sein willst, sagen wir wollen nur an Jesus kommen. Heb die hängen, wir wollen für die beten. Und wenn die mehr Halt fehlen, geh hier nicht weg. Denn nur wenn wir es geschlossen haben, wir wollen hier bleiben, wir wollen für die beten. Wir wollen bloß alle taub wissen und wir wollen nur an dich kommen. Jesus, wir kommen von der Samaris fertig und wir sagen dir Dank für diesen Tag. Wir danken dir, dass du hier bist, wir danken dir für deine Gegenwart und wir danken dir für deinen Leben. Vorher, ich danke dir besonders, dass du uns dein Wort geben darfst und dass du in deinem Wort sein darfst, Jesus. Dass du für uns bist, dass du nicht gegen uns bist und dass du uns leben darfst und dass du das Beste für uns bist. Jesus, du selbst, du kommst, dass uns das Leben geben und das Leben voll ab. Oh, ich danke dir dafür und ich danke dir, dass du sagst, wenn wir wollen nur an dich kommen, dass du wirst nur an uns kommen, Jesus. Du dank wir dir für. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben geben darfst und dass wir leben können dadurch. Herr, ich freue von dir bloß für jede Person, die hier ist und ich bete und Segen auf jeder Familie. Gott, ich bete, wenn hier Familien sind, die du so nur an dich kommen, dass du irgendwo strahlen. Herr, Jesus, dass du irgendwo fallen und dass sie wollen Hunger und Durst kriegen nach dir. Herr, ich bete von dir für die Familien, die traurig sind. Ich bete, dass du etwas Mut geben. Und Herr, ich bete von dir auch für die Familien, wo du vielleicht kranke Personen bist. Wir beten, dass deine heilende Hand bloß abkommt und dass du die was du bewiesen. Bloß noch einmal danke ich dir, Jesus, dass du hier bist. Herr, ich bete von dir für die Person, die noch nicht kann.
Ik bid bloos Heilige Geest dat u was onscheren met die lijf. Jesus, ik bid dat zij worden dien vrede vol. En dat zij worden zijn, zij willen meer van deze vrede hebben. En dat zij worden hart opmerken naar die Jesus. We loven die en we prijzen die Jesus in die naam. Amen.